Guten Morgen aus Landshut am Montag um 3:11. Das Umzugsunternehmen ist da seit 20 nach 8 und das halbe Haus ist schon voll mit Kisten. Ja, läuft ganz gut. Sie haben gesagt, sie denken nicht, dass es Probleme gibt vom Umfang her mit dem Container. Also das heißt, mit denen wahrscheinlich hoffentlich alles einbringen. Und ab heute wohnen wir dann im Hotel. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht die Woche. Montagabend 18:30 Uhr. Ich darf einmal sagen, dass 95% vom Haus eingepackt ist. Es fehlt jetzt praktisch noch die Couch fürs Gästezimmer. Und dann haben sie im Keller noch 3 Schränke, die sie auseinanderbauen müssen. Ansonsten ist das Haus komplett verpackt. Und morgen Mittag, also morgen machen sie weiter, und am Mittag um 12 Uhr kommt der Container, dann wird alles hier eingeräumt. Und dann ist es leer, das Haus. So schaut es aus. Wir sind nach dem 3. Versuch erfolgreich ins Hotel eingecheckt. Um 12 Uhr hat er gesagt, das Zimmer ist noch nicht fertig. Dann waren wir um 2 Uhr da, um 2 Uhr haben sie gesagt, wir machen gar kein Check-in vor 15 Uhr. Und um 4 Uhr haben wir dann rein dürfen. So schaut das aus bei uns. Genau. Bis zum nächsten Bericht. So, guten Morgen. Wo bin ich? Richtig in Landshut an der Isar. So schaut das aus da. 8:30, eigentlich schon viel spät zum Laufen. Aber wir haben einen Luis bei der Oma abgeholt, in die Schule gefahren. Dann waren wir schon im Haus. Wir haben festgestellt, dass wir noch Schuhe brauchen. Das finden sie gar nicht lustig, die Umzugskollegen, wenn man in bereits zugeklebte Schachteln umeinander schnurrt. Aber war notwendig. Dann haben wir die Luftfracht noch fertig zusammengestellt, dass das alles passt. Ja, jetzt wird gelaufen, duscht und dann ein wenig gefrühstückt. Und dann fahren wir wieder ins Haus und schauen wir, dass die keinen Schmarrn machen, die Jungs. So, später. Oh, jetzt ist es soweit, jetzt ist der Container da. Oh, so richtig groß ist er nicht, lang ist er schon. Breit ist er nicht so richtig, hoch ist er auch. Ich hoffe, dass das reinpasst, aber die Jungs werden sich schon auskennen. Jetzt geht's los. Ja, das war's. Der Container ist zu. Waren noch gute 2,5 Meter Luft. Hätte man gar nicht so mal anscheißen brauchen, aber okay. Hinterher ist man immer gescheiter. Jetzt geht er gleich dahin. So, Dienstag auf Nacht um 2:45. Der Container ist Nachmittag um 2:30, glaube ich, sind sie gefahren. Seitdem waren wir nochmal beim Wertstoffhof, haben wir das Haus erst einmal oberflächlich sauber gemacht, haben wir dann angefangen zum Weißeln. Haben wir mittlerweile alles, was geweißelt werden muss, geweißelt. Und haben angefangen mit dem Putzen. Die Ecke ist jetzt noch dort, ich habe die Lilly jetzt nicht zum Reiten gefahren.
Und ich denke, soweit sind wir dann heute fertig. Jetzt ist am Freitag auf Samstag feiert Lilly nur ihren 16. Geburtstag. Deswegen werden wir das Haus nicht komplett sauber machen, sondern machen wir das am Samstag. Und am Sonntag in der Früh um 11 Uhr wird es übergeben. Und der Container kann sich dabei schon auf den Weg machen nach Bremerhaven. Am 2. August geht er aufs Schiff. Und am 17. August, wenn alles nach Plan verläuft, kommt er an in Charleston. Und von dort muss er dann noch seinen Weg nach Simpsonville machen. Dann haben wir alles wieder. So Gott und das Wetter und das Meer, das möchte ich.